Burschen, grüßt euch, servus, wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge von Die Siedler 6. Ich glaube immer noch Aufstieg eines Königreichs. Ja, whatever. Ich bin der Max, ich spiele fürs Mr. Team, ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in der letzten Folge haben wir die Folge 2 gemacht und jetzt gehen wir zur Folge 3. Also zur Mission 3, so meine ich. Und dann lasse ich doch lieber meine Ritter verzeihen, um was es geht. Euer Majestät, es ist mir eine Ehre, euch dienen zu dürfen. Doch ich fürchte, ich bringe euch schlechte Neuigkeiten. Das Königshaus Gallos wurde von einer mysteriösen Krankheit dahingerafft. Nun tobt ein Bürgerkrieg um die Macht zwischen den verfeindeten Städten. Der Baron von Randalfingen hat unrechtmäßig die Macht an sich gerissen. Er verweigert den Dörfern den Zugang zum Hafen, um doch die für sie lebenswichtigen Güter zu erwerben. Hinzu kommt, dass die Soldaten von Randalfingen die umliegenden Dörfer immer wieder heimsuchen und plündern. Der Landvogt von Janusberg will den Dörfern beistehen und den Frieden wiederherstellen. Deshalb hat er Söldner angeheuert, um die Dörfer zu schützen. Doch die Söldner allein sind nicht stark genug, um den Baron zu besiegen. Wir sollten an dieser Stelle eine Siedlung errichten und Kontakt zu Janusberg und den Söldnern aufnehmen. Wir müssen den Handel sichern und den Baron und seine Schergen aufhalten, bevor Gallos ausgezehrt wird. Euer Majestät, dieser sogenannte Baron, der die Krone an sich gerissen hat, ist eine Schande. Lasst mich das Schwert eurer Gerechtigkeit sein. Wir müssen uns vor allem um die Dörfer kümmern. Lasst mich den Siedlern zu Hilfe eilen. Na, das ist natürlich jetzt... Ich erwarte eure Entscheidung. Ich werde eure Entscheidung respektieren. Halt und dann kannst du einen auswählen. Deswegen haben wir genau, was alle immer erzählen. Trefft eine Wahl, Majestät. Wir erledigen den Rest. Du sagst, was ist? Ich möchte Abwechslung euch bieten. Dementsprechend noch Ritterinformationen. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Ich habe immer etwas Nahrung bei mir, die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe geben kann. Ich sag's euch, was ist. Das ist immer noch einer von den Besten. Ich glaube Halt, nein. Halt. Ich liebe es. Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden. Ich Das sind benötige weniger praktisch- Gold, um okay. Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen. Das sind die, wo ich schon mal gespielt habe, die Missionen mit denen. Ja, aber Ihr versteht die Feinheit. ich will auf jeden Fall einen Elias damit sagen. Mit seinem Esel. Der Baron von Randalfingen hat den Thron an sich gerissen und seine Soldaten plündern die umliegenden Dörfer. Der Landvogt von Janusberg braucht eure Hilfe, um die Ordnung wiederherzustellen. Mama. An diesem Ort müssen wir eine starke Siedlung errichten. Sobald ich Landvogt bin, werde ich Janusberg aufsuchen, um herauszufinden, wie wir Randalfingen aufhalten können. So, was das erste Burschen, was Wir hat er euch müssen dem erzählt? Dorf Monstein helfen, die Soldaten des Barons zurückzuschlagen. Das erste und das wichtigste: Essen und Holz. Das sind die wichtigsten Sachen. Brandschimmer und werden sie auch immer bleiben. So. Und hochschalten. Am Anfang, hast du, verlierst du nichts, wenn du am Anfang erst einmal ein bisschen langsam spielst, aber jetzt halt direkt hochschalten. Und auch direkt mit dem Anfangsholz, was du hast, direkt alles gleich Maximum bauen. Das Allerwichtigste. So, in der Zeit kann der Elias schon mal schauen, was so in die umliegenden Dörfer abgeht. Unabhängig auch vom Missionsziel, es ist immer am Anfang dasselbe. So, da ist Nahrung, da ist Eisenerz, was ultra wichtig ist. Und noch mehr Wie ihr wünscht. Nahrung. Sehr gut. Also Rehwild. Willkommen in Janusberg. Lasst uns darüber sprechen, wie wir den leidenden Siedlern von Gallos beistehen können. Das hört sich schon nach Gutmenschen und denen vertraue ich grundsätzlich nicht. Wie heißt's, wie hat so schön Drifters geheißen? Der Satz ist mir lange im Kopf geblieben. Das hat der Oda Nobunaga in Drifters gesagt. Am meisten kannst du immer die Traitor vertrauen. Es ist gut, euch zu treffen, O Ritter. Bitte begebt euch zur Stadt Janusberg. Ihr werdet dort erwartet.
Weil Ei, solange der Traitor von etwas profitiert, wird er eigentlich nicht betrayen. sofort! Solange er von euch Alles profitiert. klar. So, das sind jetzt die Basen. Durch das, dass wir ja unendlich viel Leben haben, können wir das ruhig austanken. Also unendlich viel Leben im Sinne von, wir kriegen das Leben einfach wieder zurück. Wie ihr wünscht. Seid willkommen, Fremder. Das ist ein Dorf. Wir brauchen Hilfe, doch sind wir schon zu oft betrogen worden. Wir können euch nur dann vertrauen, wenn der Landvogt von Janusberg für euch bürgt. Okay. Machen wir. Am Stor sogar in der Anfangsstadt. Noch ein Fremder, der sich in die hiesige Politik einmischt. Ui, der Kestral. Je mehr, desto besser. Das ist die Beste. Gut, dass ihr hier seid. Kestral ist mit Abstand die Beste. Nein, der Hakim ist der Beste. Kestral ist die zweitbeste Ritterin. Ritterin? Der zweitbeste Ritter. In dem Spiel, meiner Meinung nach. Der die passive einfach insane ist. Einfach passiv mehr Steuern eintreiben. Insane. Der einzige, der glaube ich noch besser ist der Hakim, der wo einfach passiv weniger Holz zum Ausbauen von Gebäuden braucht. Und aktiv gegnerische Bataillone Willkommen in überall Friedhof. verlassen kann. Ihr scheint ein ehrenwerter Ritter zu sein. Dennoch, bitte begebt euch zuerst nach Janusberg. Waren wir schon. Sollte der Landvogt dort für euch bürgen, so lassen wir euch jede Unterstützung zuteil werden. Das ist natürlich Harascho. Aber dazu müssen wir zuerst einmal hier unseren Rang auf 2 erweitern. Rang auf 2 erweitern ist immer erst einmal 6 Kleidungsstücke produzieren. So, ihr seht, am Anfang Holz ist ultra wichtig. Jetzt habt ihr das Ganze, während ihr da die Map erkundet, sammelt ihr so viel Holz, dass ihr das locker austanken könnt, sozusagen. Wir den hier gleich das zweite Gebiet einnehmen. Ihr müsst immer vorausschauend spielen, Burschen. Dann spart euch einfach Zeit, ne? Es kostet euch zwar nichts erst einmal, weil das Spiel ist ja doch, ich sag's wie es ist, das Spiel ist eher so ein City-Builder. Es ist recht einfach im Prinzip. Combat-mäßig musst du nicht ultimativ voll drauf haben. Das ist relativ stimmig, sage ich mal. Aber dass du halt einfach eine Zeit sparst, das ist halt einfach was ich gern mag, Zeit sparen. Einfach nicht unnötig umeinander stehen und warten, bis der St. Nimmerleinstag doch noch erscheint. Ein Territorium. Wie der Herr Wolfseher immer schon gesagt hat. Ja. Sag ich wie es ist. Einfach immer gleich schauen, dass was geht. Das ist jetzt ein bisschen weit hinten, sehe ich gerade. Das hätte man auch deutlich weiter vorsetzen können, das ist richtig. Jeder, der wo das erkannt hat, hat das Spiel grundsätzlich schon mal verstanden, da die behaupten. Aber, ist mir jetzt ehrlich gesagt fast wurscht. Die brauchen wir jetzt erst einmal noch nicht. Wir haben 2 Einkommen, also 2 Outputs für einen Input, das ist genau die richtige Ratio. Die Frage ist, läuft der nicht einfach da rüber? Ist das nicht schnell? Ah, da kommt er nicht rum. Ja, schade. Aber wir können doch bis da nach, oder? Also wir können doch das Eisen auch schon anzapfen. Aber dann macht uns bloß das Lagerhaus voll. Deswegen zapfen wir das zapfen wir an, wenn wir es brauchen. Ja, warum tue ich die Fischerhütte da jetzt schon bauen? Weil jetzt schon die zweite Ding vielleicht aufmachen möchte. Weil es einfach, wie gesagt, Demand erzeugen ist das Wichtigste in dem Spiel, weil Demand erzeugt automatisch, ja, wie sagt man so schön, Demand erzeugt automatisch Geld und mit Geld könnt ihr euch alles kaufen. Das ist das Allerwichtigste in dem Spiel. Mit Geld geht alles, weil die großen Gebäude können nur mit Geld und Stor ausgebaut werden. Und ohne das Geld und auf das Geld zum Warten ist so lästig. Deswegen wird es mir allweil schon vorproduziert auf die nächsten Sachen. Siehst du, wir könnten jetzt zwar schon aufbauen, also das werden wir jetzt auch gleich machen. Das und das ist auch schon hoch, passt, dann haben wir das auch fertig. Unten kann man noch ein Reh wild anschließen, aber das machen wir erst, wenn wir die Seifensieder kriegen. Halt, das war's falsch, das wollte ich nicht, ich brauche die Burg. Das ist meine Burg, das ist meine Kirche. Das ist meine Burg. Ja, wo ist meine Burg? Ja? Hallo? Was ist meine Burg? Was wir verarschen? Ah, da unten, oder? Da ist Kirche. Ey, wo ist denn Burg? Ah, da oben. Immer die Dinge nach, ne? Schau, jetzt haben wir kein Geld mehr, weil wir das scheiß Lagerhaus ausgebaut haben, wir Vollidioten. Wie beschafft man Geld? Kirche. Kirche beschafft Geld. Die Leute, wenn in Kirche rumgehen, können das nichts produzieren. Das ist eine gute Idee, also eine gute Sache, wenn ihr Geld beschaffen wollt. Weil die Leute, wenn nicht arbeiten, kaufen die anderen Leute zum Beispiel das Essen auf in der Zeit oder die Ehefrauen holen Gewand oder was. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Das ist komisch, das ist wirklich komisch. So,
In der Zeit können die dann wieder leer werden, können wieder neu produzieren, haben wieder was zum tun. So, das haben wir eingenommen, das haben wir eingenommen. So, wie viel haben wir braucht? 150, jawohl. Seht ihr, was das Geld bringt. Steuern sind auch ultra wichtig. An die Steuern, du kannst hinten theoretisch die Steuern ab einem bestimmten Titel erhöhen. Und dann sollte auch für die Soldaten. Aber ich sag's euch, wie es ist. Es mädert überhaupt nicht. Macht einfach immer die Grundeinstellung. Ein neuer Titel. Das verspricht neue Einnahmen. Ja, der Elias denkt schon sehr wie ich muss das schon immer Nun wieder sagen. sind wir stark genug. Ich sollte Janusberg aufsuchen, um die Stadt beim Kampf gegen den Baron von Randalfingen zu unterstützen. So, jetzt können wir schon Ich muss Sachen nach bauen. Janusberg im Nordosten reisen und unsere Hilfe anbieten. Wir müssen diesen Baron von Randalfingen aufhalten. So, wo läuft der? Wo Ich läuft habe der? die Stadt Janusberg erreicht. Wenn jetzt gesehen, wo er hingelaufen ist, C5 Wir halt. leiden sehr unter der Knechtschaft des bösen Barons. Ein weiser Herrscher würde sich um alle Siedler von Galos kümmern. Es scheint, als ob der Baron uns für den Moment in Ruhe lässt. Okay, Eilt zum Dorf untenrum. Monstein und seht nach, was euch dort angeboten wird. Mach jetzt nicht die Laufe, lass den nicht so Sobald ihr rumlaufen. eure Siedlung befestigt habt, solltet ihr das Kloster Castana aufsuchen. Sollte doch Die nicht viel Mönche kommen. dort benötigen eure Hilfe. So machen wir das. Wenn ihr euch jetzt in das Dorf Riedfurt begebt, werden die Leute dort gern mit euch handeln. Sie hoffen, ihr alle, dass ihr Frieden nach Galos bringen werdet. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Das ist nicht gut, weil die Gerber produzieren brauchen ja ab jetzt auch was. Und wir haben jetzt schon 3 on Demand. Okay, wenn wir Seifensieder ja auch noch. Halt, dann brauche ich auf jeden Fall ein Ding. Wenn wir Seifensieder auch noch haben. Ne, bin ich ein Idiot. Also das ist, dass Jäger kein Jagdwild mehr hat, entsteht eigentlich dadurch, dass du das Holz vor denen abhaust. Aber das machen ja die Holzfäller normal nicht. Also die sollte das locker lange. So, ganz hoch, immer maximale Ausbaustufe von alle Gebäudeburschen, das ist das Wichtigste. Weil dann kriegen die eben die besseren Karren zum Heimfahren. Weil der kann jetzt zum Beispiel bloß zu Fuß gehen, der andere hat bloß so einen Karren, wenn es zu zweit sind, also auf Stufe 6. Also auf Stufe 2, wenn es dann 6 Sachen drin haben. Und das andere ist dann halt so ein Karren und der ist halt richtig schnell. Vor allem auf die normalen Straßen schon, das langt halt einfach. Brauchst dann nie, das baut nie Storstraßen. Hey, das ist reine Zeit- und Geldverschwendung, hey. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So. Immer ein bisschen verteilen, damit nicht auch die ganze Demand auf einem Platz entsteht, weil die müssen auch alle was zum Essen kaufen. Holz haben wir, ihr seht, wir haben so viel Holz durch die Holzfäller, die wo ich vorher präventiv gebaut habe, dass uns das Holz kann nicht ausgeben. Wir können ausbauen, was wir wollen. Marktplatz bauen wir, wenn die alle da sind, damit die auch noch mit mischen können, bei die Dame-Welt. Treffen uns die jetzt eigentlich hoch? Nein. So. Aber den lassen wir jetzt da trotzdem mal hier hatschen. Die kennen uns zwar eigentlich schon, wahrscheinlich haben sie uns durch einer die Mens vergessen. Können uns dann wieder, wenn ihr volle Geldsäckel mitbringen. So. Die werden halt jetzt alle nach Sachen fragen, ne? Ja, genau. Halt, die möchte schon hören, was ihr zum Sagen habt. Bitte baut eine Bogenmacherei und eine Bogenschützenkaserne, um ein Bataillon Bogenschützen auszubilden. Wir benötigen eure Bogenschützen, um unsere eigenen Truppen zu trainieren. Machen wir. Brauchst du von mir? Nein, Besen. Kann ich haben. Was haben wir nicht? Was ist mit dir, fauler Sack? Fliegt ihr weg! Und dann machen wir doch das. So, Bogenschützen. Wo waren die hier? Daher, gell? Auf euren Befehl! Schon gell, oder? Da waren die hier, jawohl. So, die Bogenschützen dann aufhatschen gleich. Hier hat es gleich fertig, Besen machen. So, und dann werden wir noch Disco machen. Damit die Wand wieder her wird. Das ganze Spiel läuft nur über die Wand und so gleich. War schon irgendwie so. Schafherde im Lagerhaus von Monstein kaufen. Wo ist Monstein denn? Strahl, Handelringen, Janosberg und Unser Monstein. Lagerhaus ist für den Handel mit euch geöffnet. Wir verkaufen den Bett. Ich liebe es zu Okay, handeln. so Schafherde Ich gleich. zahle funktioniert. etwas weniger und erhalte etwas mehr. Schafherden normalerweise an Flüsse platzieren oder recht nah am Marktplatz, weil die brauchen auch Wasser. Die braucht bloß eine Schafherde aufstellen, die Schafe laufen automatisch da rein.
Wenn sie das Territorium eingenommen habt oder wenn sie es gekauft habt. Kloster Castana. Wir bieten all denen Schutz, die der Tyrannei des Barons von Randalfingen entfliehen wollen. Warum hast du das geguckt? Sehr gut. Eure Bogenschützen sind bereit. Ich werde angegriffen. Alter, was ist das? Wo denn? Verstand. Wann da Viecher? Einem Schafhirten fehlt es an Ja, Schaf. die kommen gleich, da haben sie schon. Alle 5 haben da. Mal braucht man aber 2, ich sag's euch wie es ist. Eins langt die Regeln in der Regel nicht. Vor allem bei Schauf, da haben die Schafhirten unterfordert. Deswegen kaufen wir noch ein zweites Paar. Elias mag ich auch gern, weil der kann halt der hat halt einfach viel Value. Durch das, dass du halt Sachen günstiger kaufen kannst und mehr davon kriegst und weniger dafür zahlst. Dann machen wir nochmal Disco, dass wir wieder mehr Ehefrauen kriegen. Aber was macht Ruf der Stadt? Unser Eigentlich nicht mehr Lagerhaus genau. steht euch für den Handel offen. Wir haben die besten Stimmt, die Stärke der Schafe in Soldaten, ganz gell, das ist halt schon wichtig. Im Gegenzug hoffen wir auf eure Hilfe, wenn wir sie benötigen. Ja, sowieso. Eure Bogenschützen sind angekommen. Sie werden sofort damit beginnen, So. unsere Männer auszubilden. Danach stehen sie euch wieder zur Verfügung. Ja, sehr gut. Das habe ich ja schon gemacht. Und ein Schwerter hat ja bald soweit. Müssen halt. Ach so, weil der ja die Schwerter die ganze Zeit von denen gekauft, deswegen haben die nichts. Jetzt, da wir eine Schafherde gekauft Das haben wir schon. haben, müssen wir auch eine Schafsfarm bauen. Ein Karren wurde ausgesandt. Haltet die Augen offen. So, sicherheitshalber ein Move, falls uns wer was klauen will. Unsere Truppen haben ihr Training abgeschlossen und können nun angeheuert werden. So, jetzt kann ich bei euch Leute schaffen. Schafsfarm Brauche ich nicht. wurde errichtet. Brauche ich nicht, ich habe meine eigenen Leute. Eine Schafsfarm benötigt eine Schafsweide. die den Ah ja, übrigens, wenn Schafmarkt es schneit oder regnet, als wird das Wasser von selber aufgefüllt. Blickt auf eine Schaffarm. Das ist halt so Wählt cringe, die dass das immer noch Stallfläche ein Bug ist. Schafsweide aus und platziert eine solche nahe der Farm. Achso, das ist gar kein Bug, Unsere die haben einfach nicht mehr Schafe Schaf. finden die Weiden von alleine. Der Schafshirte kümmert sich darum, dass ihr Wassertrog stets gut Halt, gefüllt toll, ist. toll, Er toll. schert die Schafe. Da müssen Wolle sie. zu erhalten. Wir danken euch für die Besen, die ihr uns geschickt habt. Nun können wir unser Kloster sauber halten. Nehmt zum Dank diese Wagenladung Käse für eure Siedler. So, wo war's? Welches Dorf? Das da. Okay. Ein Steinbruch Ja, wird Geld bald hab ich. erschöpft sein. Geld habe ich, das sollte nicht das Problem Ein sein. Karren wurde ausgesandt. So, und die 6 die 6 Leute sollten auch lange. Der Elias selber Mit steht euren auch dort, der Schwertern kann auch gut werden wir kämpfen. unser Dorf verteidigen. Bitte nehmt diese Fuhre Eisen als Geschenk an. Passt schon. Solltet ihr mehr benötigen, Na. machen wir euch einen guten Preis. Brauchen wir nicht. Siedler von Monstein, eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Selbstlos. Arschloch. Siedler von Monstein, eure Steuern sind fällig. Ja, ich hab's verstanden. Es wird Zeit, dass ihr mich für... Wir müssen dem Dorf Monstein helfen, die Soldaten des Barons zurückzuschlagen. Wir Uppala, wenn wir das haben wieder vergessen. helfen, Nee, ich bin so die dumm. Soldaten des Barons zurückzuschlagen. Ah, ihr habt das Gold. Das wird meine Männer überzeugen, den Dorfbewohnern zu helfen. Passt. Den nächsten Angriff schlagen wir zurück. Ja, ich bin auch selber da, so ist es nicht. Haben wir halt gemeinsam. Ja, ihr seht, die Zeit vergeht auch recht schnell schön, da bei 3 Leuten. Das war wichtig dort zum Sein, damit wir das Eisen kriegen. Deswegen war auch das relativ wichtig, dass wir uns das zweite Territorium da gleich geschnurrt haben. Das war auch gegangen, was ich gerade. Keine Ahnung, das ist Das echt gut. Lagerhaus ist toll. Baus halt aus. Wir haben doch das Geld. Ah, schaut, was wir Geld haben. Ihr seht, das ganze Ding, das funktioniert alles komplett von selber. Ab einem bestimmten Punkt, das läuft alles einfach von selber. Steinbruch ist erschöpft. Das ist jetzt gar nicht gut zum Beispiel. Ne? Jetzt müssen wir uns halt normalerweise an der Stelle zwei Trigger mit Steinbruch suchen, aber das brauchen wir jetzt erst einmal gar nicht. Einem Steinmetz Ja, ja, fehlt es an Stein. haben wir ab. Wir werden angegriffen. Jawohl. Siedler von Monstein, Gut. eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. So, passt. Jawohl. Können wir uns alles leisten. Weil wir schon so gut vorgesorgt haben, Burschen. Wir wollen eine Palisade um unser Dorf errichten, um uns gegen die Schergen von Randalfingen zu schützen. Doch dafür brauchen wir Holz, viel Holz. Bitte helft uns, damit wir die Palisade schnell bauen können. War kein Stress, Chef.
Siedler von Mondstein, eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Dieses Mal haben wir die Pläne des Barons durchkreuzt. Diesmal hat er das arme Dorf nicht plündern können. 6 übrigens, was Ihr habt das Gold. da auftaucht, Das wird ist meine Männer 117 plus minus überzeugen, den 84. Dorfbewohnern zu helfen. Den nächsten Angriff schlagen wir zurück. Danke für das Holz. Nun können wir mit dem Bau der Palisade beginnen. Hoffentlich wird das diese Halunken aufhalten. Danke für eure Hilfe. Durch eure Zahlung haben wir wertvolle Zeit gewonnen. Nun können wir uns Gedanken über wirkungsvolle Gegenmaßnahmen machen. Brauchen wir. So, und der Baron, der kommt wieder vor da, das heißt, wir stellen uns schon mal da vor. Ja, ich kann euch gleich sagen, wenn ihr verbündet mit dem Dorf seid, dürft ihr durch die Tore durch. Wenn ihr nicht verbündet seid, dürft ihr nicht durch. Die müsst ihr mit Belagerungswaffen wegschießen, aber das sage ich euch dann nachher alles. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Dieses Mal haben wir die Pläne des Barons durchkreuzt. Diesmal hat er das arme Dorf nicht plündern können. Sehr gut. Was mischt ihr euch ein, Ritter? Ihr habt diesen Bauern geholfen, eine Palisade zu bauen. Für diese Frechheit werdet ihr bezahlen. Soldaten, bereit machen zum Angriff. Wir müssen diese Stadt beschützen. Unser eigene. Und ihr haltet euch für einen guten Anführer? Ihr habt nicht einmal eine Mauer gebaut, um eure Stadt zu beschützen. Meine Truppen werden euch einen kleinen Besuch abstatten. Was willst du von mir? Unsere Truppen werden angegriffen. Wilde Tiere. Verstanden. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ei! Achso, so war es. Linksklick war es. Okay, okay. Ja, wir können ein bisschen bescheißen, indem wir einfach neu anheuern, während die anderen da noch kämpfen. Eventuell jetzt alle seinen Slow-Mo machen können, aber warum denn? Schon unterwegs. Die 6 unser Ritter ist instant wieder da. Das mit der dreifachen Geschwindigkeit ist einfach das Beste, was du dir spielst, ausdrücken. Ei! Ich finde immer nur geil, dass die so schön anreihen. Das finde ich immer geil. So, haben wir es jetzt. Aber ist das nicht beschützt oder was? Das würde ich sagen, das haben wir doch sauber beschützt. Langt das noch nicht? Was will? Was? What more do you want from me? Ja. Wir müssen diese Stadt beschützen. Du willst verarschen, Mann. Auf euren Befehl. Noch immer schützt keine Mauer eure Stadt. Ihr lernt wohl nicht aus euren Fehlern. Ich werde eure lachhafte Siedlung niederbrennen. Was willst du von mir? Was hast du gerade zu mir gesagt? Radlerdringer. Das ist ja quasi, dass man mit Linksklick Attack Move hat. Da hast du gar keine Chance nicht. Jetzt, wo ist er? Schon unterwegs. Oh, da kommt er schon. Huiuiui. Schon unterwegs. Alles klar. Alter, da geht's zu, Burschen. So, jedes Licht ist praktisch einer. Jetzt machen wir es mal kurz, dass ihr seht, wie langsam das eigentlich ist. Ihr könnt euch das alles in Slow-Mo schauen. Ja, zack und da, dort schon. Nein. Das ist ja gut, wenn man neue Leute rekrutieren will, so ein bisschen bescheißen kann. Dass wenn halt gestärkten Leute ausgängen, dass man dann einfach sagt, okay, aber hier halt ist der Rest. Ei! So, und hat doch gut funktioniert, würde ich sagen. Jawohl! Frage ist, müssten wir jetzt wirklich eine Mauer bauen? Der Baron ist Ja. in Randalfingen zu gut geschützt. Doch er bewacht stets persönlich den Goldtransport zum Hafen. Auf dem Weg dorthin können wir ihn abfangen. Auf euren Das ist ja Befehl! die Frage, wo er dann hin muss. Nach Hafen? Wo ist denn der Hafen? Der ist doch da oben irgendwo, oder? Wo läuft er denn? Da ist er jetzt. Man muss man jetzt schon runterschalten von der Geschwindigkeit, Schon ne? Ah, da unterwegs. ist er. Zum Angriff! Wie ihr wünscht! Einsacken Ha, und sehr abmachen! gut. Wir haben den Baron gefasst.
Was geschieht hier? Ich bin der Baron von Randalfingen. Ich verlange, dass ihr mich auf der Stelle freilasst. Wir sind euch für eure Hilfe sehr dankbar. Der Baron ist gefasst. Gallos wird bald wieder so sicher und wohlhabend sein wie in alten Zeiten. Da freut Wenn sich das wieder Volk. Frieden herrscht, gibt es hier nichts mehr für mich zu tun. Naja, man kann nicht alles haben. Braucht euer Herrscher vielleicht noch einen fähigen Ritter? Bitte legt ein gutes Wort für mich ein. Der Elias sagt da nicht einmal was drauf, oder was? Und das ist aber irgendwie ernüchternd. Naja, dann hier Ritterwertung 16.000, richtig krass. Vegetarierwertung 4%, ist ein Klassiker. Bei mir in der Regel im einstelligen Bereich, ne? Weil ich gern Würst verkaufe. Ja, aber dann danke euch an der Stelle wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir schon in der Mission 3, das geht, Mission 4, das geht ja richtig schnell bei uns. Wir haben richtig gut sein, wir Burschen. Dann, pfiat euch, servus.